begrüße ich an der Kirche Saint-Henri von Esch, hier auch noch bekannt als Paterskirche. Das kennt du hier, das von Anfang bis an 50er Jahren Franziskaner von Metz hier pastoral überholt haben und po auch gelebt haben. Bekannt war da für allem Pater Legil, den direkt aus dem lothringischen Grenzbereich kam, an der selbstverständlich sozusagen von Anfang an daheim war. Der Bau von der Kirche ist notwendig gewesen, weil Ende vom 19. Jahrhundert die Population von Esch immens zugeholt hat. Und so hat dann eng von der großen Schmelzgesellschaften Terre Rouge 1922 ein Terrain zur Verfügung gestellt für einen Kirchenbau. Der Plan gouf auch von einem Architekt von der Schmelz entwickelt, den Gross geheescht hat. Generaldirektor von der Schmelz war dem Moment Henri Cuquegnot. Und Präsident vom Verwaltungsrat war ein Franzos Schneider, dem sei jung, der war am Ersten Weltkrieg gefallen. Und das auch finst dem Jung, für den zu erinnern, wo die Kirche dann den Namen Saint-Henri gekriegt hat. Helien Heinrich war ja bekannt als Kaiser und war bestört mit einer Lützeburger Prinzessin, der Kunigunde. Die Kirche war von Anfang an so angelegt, dass sie am Anfang die Leute sollte aussprechen für ein ganz populäres Bildfeld bannen, Malereien vom Lützeburger Maler Brücher. Und das alles ist dann an der Mitte von den 60er Jahren umgebaut ging für die Kirche und die neuen Direktiven vom Zweiten Vatikanischen Konzil anzupassen. Die Verwölfe zum Beispiel gouf rausgeholt, kommen hölzerne Plafang dran. Den Raum, den as méi vereinheitlicht ging, den Altar gouf an mitgestalt. Der Mittelpunkt wenigstens von der Kirche nicht mehr ganz hannen wie für drun. Sind neue Fenster nachkommen, nicht mehr figurativ, sind Wirker von einem Träger, Fenstermaler, den Hess geheescht hat. Den Hauptdeel vom neuen Aménagement geht zurück auf den deutschen Skulpteur, den Elmar Hillebrand. Den hat eine ganz Partie bedeutend Wirker geschaffen, zum Beispiel zu Rom für den Camposanto Teutonico, dann auch am Kölner Dom oder später auch nach am Trierer Dom. Wie aus den hinkommen, mit der Zeit war er Pastor Kellner, an dem sein früherer Kaplan, der François Haas, den hat ganz gut Beziehungen am Artistenmilieu, das über DW, wo die Kunstwerke eigentlich von einem internationalen Niveau dann an das Kirche brucht gesehen. Ich kann Ihnen nicht alles am Detail nennen. Ich will für allem hinweisen auf den monumentalen Kruzifix, den über dem Altar hängt, ein bisschen wie ein Turm, wo ein ganz paar die Szenen aus dem Jesus in dem Leben durchgestaltet sind. Dann hat auch Hannen am Fong an der früheren Apsis, eine Davkapelle, auch ein Werk vom Hillebrand. Muss ich sagen, dass den Artist immer zusammen geschafft hat mit einer ganzen Partie Leute aus seiner Familie, die dann noch hier vertraut sind. Da hat ein Pietà an, auf der anderen Seite einen guten Hirt von dem selben Artist. Tabernakelseil als auch von einem deutschen Burgeff, das immer an all Werk ein ganz reich Symbolik, die aber leicht zu verstehen ist, zum Beispiel Degen und Trauben, die als Hinweis auf die Eucharistie zu deuten sind. Am großen Ganzen ist hier ein moderner Kirchenraum entstanden, den ein ganz Partie Wirker aufweist, die, wie ich schon gesagt habe, wirklich ein remarkables Niveau haben.